Womit in aller Welt kann man so etwas verdient haben? Piper, das kann er schon beantworten. Wenn man dusselige Fragen über dusselige Situationen stellt. Wer ist nur zu so etwas imstande? Was? Wer da sein? Eine Menge netter Spielsachen da drin. Ich dich da draußen riechen können, kleine Schleichratte. Hey, da draußen ist was. Auf Nimmerwiedersehen. Das Ding ist besser erhalten als erwartet. Naja, übertreib's nicht, Piper. So, dann haben wir das auch erledigt. Das brauchen wir alles nicht. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. So, das nehmen wir mit. Dann müssen wir zum Paladin Juckreiz. Weil Juckreiz ist geil, gell? So. Ah, Grütze, fix du! Ja. Ja, Dance. Für das er sie irgendwann mit einem Arsch Hier drin überhaupt etwas? retten darf. Sei es mir erlaubt, mich hier etwaig etwas bisschen auszutoben. Du Hirndiarrhoe. Hier kommen wohl nicht sehr viele Passanten durch. Na, Piper, aber die sind meistens tot. Auch wenn sie es nicht wissen. Denn Totgeglaubte leben länger. Das hat uns schon die... Ganz schön viel Tod. Okay. Das hat uns selbst sogar schon in den 80er Jahren der Murdoch beim MacGyver schon gesagt. Mhm. Nehmen wir alles mit, nehmen wir auch alles mit. Haben wir da noch irgendwas zum Mitnehmen? Nö. Da haben wir auch schon was auseinandergenommen. Da ist in den Gewirr da aus Blut und Ekel liegt ja auch was drinnen, passt. Dann gehen wir da auf, dann reden wir mal mit dem Paladin. Mit dem Paladin ranzig. Okay. Bist du alt und ranzig, brauchst du Ernterei und ranzig. 23. Perfekt. Warte mal, habe ich da jetzt was mitgenommen? Ja. Aha. Ich frage gleich gar nicht, was die Maus jetzt vorgehabt hat. Dance. Sieh dir den Laden mal an. Du musst Mutanten genauso hassen wie ich. Warum hasst du Supermutanten so sehr? Sie sind verantwortlich für den Tod eines engen Freundes, eines Bruderschaftsritters namens Cutler. Wenn du also fragst, ob ich sie hasse, dann sage ich, Hass ist noch viel zu milde ausgedrückt. Diese Monster sind nur ein weiteres Beispiel dafür, wie die Menschheit blind einen Schritt nach vorne macht, nur um dann 2 Schritte zurückzutaumeln. Ich kämpfe schon seit Jahren dafür, diesen Irrsinn zu beenden. Und gerade als es so aussah, dass wir die Oberhand gewinnen, tauchten die Sins auf. Ich habe gesehen, was diese Supermutanten mit Leuten anstellen. Kannst du dir vorstellen, was die Sins mit uns tun würden, wenn sie jemals die Oberhand gewinnen? Es wäre der erneute Weltuntergang. Und vielleicht das Ende von allem, was uns etwas bedeutet. Ich will dich auch nicht mit meinem Gerede langweilen. Ich will nur, dass du verstehst, wie wichtig diese Missionen sind. Was natürlich ein kompletter Scheiß ist. Was tut denn die Bruderschaft? Im Prinzip ist die Bruderschaft komplett der gleiche gestörte, grenzdebile Scheißhaufen wie sämtliche anderen.
Ich spüre es zwar da auf der Seite von den Minutemen, im Prinzip aber waren die Minutemen nichts anderes, weil sie haben auch intern Kriege mit gegeneinander geführt, was er dann zu den Ereignissen in Quincy geführt hat. Also im Prinzip, es ist wurscht, was für eine Fraktion du jetzt im Spiel nimmst, sie sind alle zusammen der gleich debile Scheißhaufen. Lass mir das. Und wenn Supermutanten wirklich so gestört wären, wenn du mein Fallout 3 Let's Play schaust, da bin ich gerade mit Fox unterwegs, mit den Supermutanten, den wir da aus diesem einen Vault befreit haben. Den sie ja da, was sie da mit diesem FEV-Virus, was da Experimente gemacht haben, im Gegenzug wieder, so wie bei den Synths, oder bei den Synths, so wie es der Dance jetzt da vorwurfsvoll in den Raum schmeißt. Synths bringen uns um, Supermutanten bringen uns um, Ghule bringen uns um. Es gibt diese und diese und diese. Ich sag da sofort 4 Charaktere, die von ihrer eigenen Art abweichen. Der Fox als Supermutant, der Nick Valentine als Synth und Ghoul, die Daisy und der Hancock. Also, was lehrt uns das? Du kannst nicht alle über einen Kamm scheren, das geht nicht. Also haben wir da jetzt 4 Fraktionen im Spiel, die alle zusammen die gleiche Scheiße erzählen. Gut, im Prinzip, die Minutemen kommt mir so vor, die Minutemen geraten eigentlich unbeabsichtigt in diesen Konflikt mit hinein. Du, Nuka, müsstest die Szene eigentlich kennen, wo die und zwar hast du in der Institut-Storyline hast du ja irgendwann einmal das Gespräch mit dem Sean und mit dem Vorstand oder was es da immer sein soll, wo immer auch über die Burg und die Minutemen geredet wird. Was für ein Status quo oder was für ein Status das die Minutemen gegenüber dem Institut haben. Mir kommt es halt so vor, als würden die Minutemen unbeabsichtigt durch den Wanderer aus Vault 101 in diesen Konflikt mit hineingezogen werden. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Wir machen da jetzt einfach einmal weiter und im Laufe der Zeit werden wir das Ganze dann wieder ein bisschen aufdröseln. BZW will da meine Meinung dazu sagen. Armageddon! Wie sollten die Synths für unseren Untergang verantwortlich sein? Wenn es irgendwann mehr Synths als Menschen gäbe, wie lange würde es wohl dauern, bis sie beschließen, dass wir nicht mehr gebraucht werden? Sie haben ganz offensichtlich die Fähigkeit, neue Synths herzustellen. Also sind wir entbehrlich. Und mit der Technologie des Instituts auf ihrer Seite könnte sie nichts aufhalten. Nicht einmal die Bruderschaft. Das ist ein Albtraum, den man sich besser gar nicht vorstellen sollte. Naja, genug davon. Das Wichtige ist, dass du den Job erledigt und die Sprengköpfe für uns sichergestellt hast. Du solltest zu Pridwin zurückkehren und mit Maxon sprechen. Ich bin sicher, er will so bald wie möglich eine Einsatznachbesprechung. Wegtreten. Der Dance war eigentlich ein verdammt sympathischer Kerl, aber leider ist er ein bisschen, ich nenne es jetzt nicht unbedingt indoktriniert, ein bisschen zu geimpft. Wir kennen andere Seiten. Der Dance kennt ja noch das von der Bruderschaft. Ja, die Bruderschaft. Und das, was er am Anfang gesagt hat, ich glaube in der vorletzten Episode, über den Ältesten aus Fallout 3, das kann ich nicht teilen. Offen und ehrlich gesagt, wenn jetzt da so viel formulieren wir es anders. Wer 95% der gesamten Menschheit ungefähr so gegen Empathie, wie es der Dance da jetzt gesagt hat, würde die Welt heute anders ausschauen, als was sie jetzt gerade, als was es sich jetzt gerade präsentiert und darstellt. Ich muss da offen und ehrlich gesagt gestehen, ich hätte auf so eine Scheiße keine Lust, ehrlich nicht. Nö.
wenn ich feststellen muss, ich wache halt auf und dann habe ich noch weniger Empathie. Haben Supermutanten den Ort hier eingerichtet? Na, Piper, das war Weight Watchers und Desperate Housewives. Beides in Kombination. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Genau. Siehst? 3/4 Weißt du Womit in warum? aller Welt? Aber das wird's müssen loswerden. Na, aber ich sag, es ist schlimm. Es ist schlimm, wie in diesem Spiel sich die Geister scheiden. Oder die scheiden Geister, gell? Ja, es ist brutal. Es ist. Mir kommt es sowieso vor, als hätte Bethesda da irgendwie, prinzipiell, ich meine, ich habe nichts Sollen wir gegen. langsam mal raus hier? Ich glaube nicht, dass wir sonderlich hübsche Gula abgeben. Na doch, hörst du. Tch, faltige Intimteile, na bist du bist du deppert, das muss geil ausschauen. Da wollte ich mir jetzt die Rüstung noch schnell holen. Genau, da steht nämlich eine Power-Rüstung. Na, wie gesagt, ich bin Zeit, das wollte ich sagen. Ich möchte nicht wissen, über welchen, ich meine, ich habe nichts gegen Patriotismus, du. Ich muss da offen und ehrlich gesagt gestehen, ich bin eigentlich auch ein stolzer Österreicher. So hält man sich unerwünschte Gäste auch vom Leib. Aber ich bin eigentlich auch ein stolzer Österreicher. Nur leider zieht unsere derzeitige Bundesregierung schwarz-grün Österreich so in den Abgrund. Macht uns weltweit sowas von lächerlich mit Aussagen, mit Gesetzen. Das hält ein normal denkender Mensch im Kopf nicht aus. Normalerweise müsstest du ja Amok laufen und diese komplette Bande ins Jenseits befördern. Ehrlich, das ist unerträglich. Du solltest zur Pridwen zurückkehren. Ich kümmere mich um die Sprengköpfe. Gustepperter, für das, dass ich dich später mal retten soll, hast du die Pappen zum Halten, ehrlich. Kompletter Duschheit. Paladin Transe. Ja, jetzt krieg ich wieder einen Steifen, ha? Ah, so eine geile Nudel. Gut. Na, bevor wir uns jetzt dazu Pridwen begeben, werden wir unseren Charakter schnell ausrahmen. Ja, siehst, das ist auch schon aufgeploppt. Nuka World. Wir werden unseren Charakter schnell ausrahmen. Haben wir schon in Richtung Hangman's Alley was? Ja. Weil da waren wir jetzt nämlich noch ein bisschen ungestört, weißt? Und für das, was ich vorhab, in puncto Storyline oder ja, in meiner eigenen Lore, die ich da erzählen will, wäre es eigentlich recht praktisch, beziehungsweise müsste man bald einmal anfangen, 10 Artilleriegeschütze aufzustellen. Das braucht man nämlich später dann. Aber dazu in der fernen Zukunft. Ja, genau. Wir haben noch ein bisschen was. Und bis wir ins Institut kommen, dauert es noch ein bisschen. Genau. Geschafft. Da haben wir alles mitgenommen. Wow. Gesamten Schrottlagern. Boah. Bisschen Holz können wir brauchen. Jetzt ein Vorschlag haben wir dann weg. Oh, die Wahnsinnigen sind wieder unterwegs.
Kruzifix da. Jetzt muss ich da von der Maus umgehen auf die Pfeiltasten. Die Impro-Gewehre, die mag ich nicht, die sind scheiße. Mächtiger Verschluss, boah. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen. Überladen. Raketenwerfer, gut. Wir werden jetzt einmal da in Richtung... Legen wir los. Ah. Verdammt! Wo ist dieser Vertibird? Der ist da hinten irgendwo. Da sind's. Ja. Bist da ein bisschen sehr vom Kurs angekommen, ha? Bereich durchsuchen, sofort. Ein Hinterhalt. Ausschwärmen. Was? Da ist ja nix, ihr Feigl. Ja, und somit hat es begonnen. Keine Gnade. Ja, und somit hat es begonnen. Genau. Und somit sollten wir die Bruderschaft in Frage stellen, ob sie überhaupt des Fliegens wert ist. Genau. Ach, Piper. Ich muss es also ein bisschen lockerer sehen. Schau, während die Bruderschaft verunglückt überall, haben wir was zu lachen. Aber komm mir so auch vorbei. Schon Angst? Naja. Wo ist der Hund? Da ist er. Boah. Seit wann geht's denn der Innenstadt so um? Na okay, jetzt ist ja auch die Bruderschaft überall unterwegs. Da wundert mich nix. Weg, Piper. Nur haben die ein bisschen einen unberechenbaren Flugstil.
Der eigentlich eh nur im Absturz endet. Aber ich weiß nicht, wo er ist, der Vertibird. Da ist er. Zu lustig. Das erste Mal, dass von Supermutanten der Kommentar zur Situation passt hat. Das war's geil. Da waren jetzt gerade so viel da waren jetzt gerade so viel, wie heißen's? Bruderschaftssoldaten, was sind denn die? Die sind wieder weg. Dieses Aas ist legendär. Warte mal. Wollen wir mal auf den Kopf gängen? Na. Der ist legendär, gerade deswegen macht es so interessant. Flammenschuss! Oh nein, auf keinen Fall! Über Intelligenz brauchen wir jetzt nicht streiten. Aber ich glaube, was es jetzt machen wird, ich werde jetzt das Kostüm, was sie da anhat, das wird sie mir ad acta legen. Wir werden uns jetzt was zusammen glauben. BZW, wir werden uns jetzt, ja. Na, das geht so nicht. Ich brauch jetzt in Zukunft, wir müssen uns eine gescheite Rüstung zusammenlegen oder zusammensuchen, weil mit der Zeit diese Kleidung da, was sie da hat, die ist zwar ein geiler Gag, aber aushalten tut sie nichts. Das ist das Problem. Ach süß. Wie schnappe wir den Idioten? Warte mal.
das gehört? Da sind sie wieder. Brauche Verstärkung! So geil die Kleidung auch ist, sie ist für einen Kampf überhaupt nicht zu gebrauchen. Wenn es doch nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Ja, ja, tu nicht so. Blutpack, das können wir noch zu uns nehmen. Karawanenlunch, Cram Dandy, Deathclaw Fleisch und das. Für ältester Maxen. Na bitte nicht für den Maxen. Maxen ist überbewertet. Sichtkontakt verloren. Wenn du genau schaust, Junge. Es bringt nichts, sich zu verstecken. Ja, anscheinend schon, weil du siehst mir nicht. Vollidiot. Na, wir müssen schauen, ob wir die Kleidung loswerden. Dringendst. Weißt du was? Wir werden uns was zusammenschnorren. BZW, wir werden uns eine andere Kleidung zusammenstellen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich dich finde. Ja, ja. Erwischt! Na gut, dass sie nichts trifft, ne? Die wollen nur einfach nur reden. Und die Piper macht das schon. Brauche Verstärkung! Jetzt kriegen wir nämlich wieder die Stimpaks aus. Das ist nicht gut. Augen auf! Die haben sich versteckt! Zwing mich nicht. Ziel erneut erfasst! Was war das? Ad Victoriam! Ich muss sie Da bist du ja. Jetzt überlege ich nur gerade, mit was kann ich denn drauf lagern? Überladen 84. Jetzt bin ich wütend. Man sieht nur was treffen, der war glücklicher.